Rückschritte für Nachrichten keiner. Gehört? Ja, Tiefschnittwunde, Oberschenkel mit auf dem Hubschrauber, jetzt ein bisschen kollaptisch. Genau, war recht unerfolgreich. Ja, verstanden. Ja, die Bergwacht Grainau geht auf einen Einsatz, eine tiefe Schnittverletzung am Oberschenkel, Ausrückenbild Grainau 8010. Grainau 8010 auf eine Schnittverletzung am Oberschenkel, welchen Bereich sind Sie gewesen, bitte? In der Wirtschaft, der ist zur Wirtschaft gekommen. Simon vom Adel, ich bin mit dem Shido oben auf der Terrasse. Dann saß der da schon ohne Skihose und dann hat man eigentlich schon gesehen, dass das Kniegelenk schon raussah und der Knochen, sodass wir dann uns schnell mal beschäftigt haben von wegen die Blutung, also dass wir halt die einfach stoppen. Da kannst du mir für die Verletzung gleich einen Hubschrauber raufschicken. Vielleicht gerade im Gespräch ein Hubschrauber in so einer Zahl zur Landung. Für die 1152 1, ja, das ist korrekt. Das Problem war dann, dass der Patient schon im Sitzen gesagt hat, dass ihm so schlecht wird und so schwindelig. Und da habe ich dann relativ schnell geschalten und habe mir dann so gedacht, okay, das dauert jetzt noch mal lang, bis der uns, ich sag mal, wegkippt oder kollabiert. So war es dann auch. Der Patient ist dann im Sitzen, sag mal, zusammengeklappt. Wir haben ihn dann recht schnell auf den Boden gelegt und Füße nach oben und dann war nach 10 Sekunden war er wieder ansprechbar und bei uns. Dann fahre ich halt wieder hoch, den Schlepper, dann sicher das kleine Stop. Die Vorgehensweise bei so einer Schnittverletzung ist es erstmal zu beurteilen, wie groß ist sie. Wenn es jetzt im Bereich vom Oberschenkel bzw. Knie ist, ob man schon von der Ferne sieht, dass das ganze Knie offen ist, dann kann man schon davon ausgehen, dass der Patient doch recht viel Blut verloren hat. Und darum habe ich mir halt dann gleich so gedacht, komm, jetzt schauen wir, dass wir den Jungen recht schnell runterkriegen, weil mir bringt es jetzt nichts, dass der einen Haufen Blut verliert und dann vielleicht auf Intensiv liegt. Ja, ich Zugspitze läuft die Roland. Zugspitze hört? Ja, kommt ich kurz auf den Morgenau zu euch. Ja, verstanden. Der junge Mann, der war mit die Ski unterwegs. Der ist beim Weißen Tallift. Da gibt es so Hügel, wo man halt nicht springen kann. Er hat halt einen Trick probiert und hat sich halt dann mit der Kante einfach ins Knie reingeschnitten. Willst du Kopf nach unten ein bisschen oder so? Oder? Zehen ist noch alles gut, oder? Das Bewegung spüren. Jetzt sind halt einfach die Ski schneller, die Kanten werden immer schärfer und demnach nehmen halt auch die Schnittverletzungen deutlich zu. Die Ski weißt du, wo es ist, oder? Oh Mann, komisch, ja. Den könntest du im Klinikum abholen. Der wird genäht und dann kannst du ihn wieder holen. Sieht bis auf den Knochen und der ist so eine Verletzung. Was, echt? Ja, jetzt auch nicht voll schwach. noch eine Abfahrt. Der ist sogar noch mal gefahren, aber. Ja, dann gehört das schwach. Wer macht mit Ski oder mit? Ja, irgendwie wahrscheinlich so. Und dann. Was hat das klar gemacht? Du willst ja eh Arzt werden, dann geht eh. Ja. Das Kuriose war, er dann erst nach runtergefahren selbstständig und ist dann nochmal hochgefahren und hat sich nicht direkt holen lassen, weil er erst beim Liftfahren dann gesehen hat, dass da Blut auf der Skihose ist. Und seine Freunde sind dabei weitergefahren, weil er sich dachte, das wird jetzt nichts Großes sein. Und ja.
gleich da, oder? Ja. Also okay, soweit? Was ehrlich alles. Sehr gut. Das ist bloß tief gelaufen, gell? Also muss halt gescheit genäht werden, sonst hast du keinen Spaß die nächsten Jahre. Macht das gut. So, die bleiben da stehen. Das Gleiche. Den Hund an die Leine bitte. Danke. Am Gletscher haben wir verschiedenste Möglichkeiten für Hubschrauberlandeplätze. Zum einen ist es oben an der Kapelle. Da ist wie so eine Freifläche, wo halt der Hubschrauber perfekt hinlanden kann. Da ist halt jetzt das Problem, dass halt einfach viele Leute da oben sind. Und demnach muss man auch, ich sag mal, hart vorgehen, dass die Leute auch das kapieren, dass da jetzt ein Hubschrauber landen muss. Am besten wären natürlich 20, 30 Meter weg vom Hubschrauber, weil einfach durch das Aufgewirbelte, man weiß ja nicht, da können Eisbrocken dabei sein, da können Steine dabei sein. Lieber etwas weiter weg als zu nah und dann, sage ich mal, noch einen zweiten Verletzten zu haben. Ich beug mich dann so über dich, gell? Weil der macht wahrscheinlich ziemlich viel Wind und Schnee. Ja. Nicht, dass du meinst, ich will kuscheln. Ich höre schon, oder? Ja. Gerade im hinteren Bereich vom Hubschrauber ist es ganz wichtig, weil da der Pilot in der Regel nicht einsehen kann. Das ist so ein bisschen die Todeszone. Also okay, soweit? Ja, passt. Schmerzen? Ja, ich spüre schon. Machen wir doch lieber schnell ins Krankenhaus, oder? Bei so jungen, fitten Leuten. Ich möchte noch 5 Minuten. Ja, eben, genau. Hat's mal weg. Servus. Also nachdem die Bergwacht sich da um mich nach oben auf der Zugspitze gekümmert hat, wurde ich in Murnau noch am gleichen Tag genäht. Die Fäden sind jetzt schon raus. Krücken brauche ich noch, aber es wird mittlerweile alles wieder besser. Danke an die Bergwacht, dass ihr euch so gut um mich oben gekümmert habt. Und danke, dass ihr so einen wichtigen Job oben in den Bergen macht.